Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge vom Coopcast. Ich bin der Simon und das ist Ich bin der Reto, der Reto, genau. wie immer. Genau, es hat sich nicht geändert, aber heute spielen wir mal kein Spiel, sondern wir machen so einen grossen Überblick über alle Spiele, alle Coop-Spiele, die wir gespielt haben in unserer langjährigen Karriere als professionelle Gamer. Ja, wahnsinnig professionell. Ja, voll. Wie professionell dass wir sind, kann man, also kann man nachschauen in unserem YouTube-Kanal. Und ja, gut, also unsere Idee ist, dass wir alle Spiele, die wir im Coop zusammen gespielt haben, rangieren. Wir machen eine Tierliste. Also nicht mit Tier im animalischen Sinn, sondern, was heisst eigentlich Tier? Tier. Also so Stufen. Und wir haben hier die Stufen legendär, fantastisch, okay, next und wow. Voll. Und ich glaub, Und Spiele sind alphabetisch sortiert und wie gesagt sind alle Spiele, die wir zu zweit gespielt haben, mal länger, mal kürzer und ohne Anspruch auf Vollständigkeit selbstverständlich. genau. Wir haben einfach alle zusammengekramt, wo wir je gespielt haben, minus die wir vergessen haben. Genau, es daran erinnert haben. Es sind auch Spiele dabei, wo jetzt vielleicht nur ich gespielt habe mal, oder vielleicht nur du gespielt hast. Die sind jetzt da nicht drin und ja. Und jetzt, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und es wird sich dann so von alleine etwas entwickeln. Es wird eine Diskussion geben. Aber jetzt, wenn ich das so anschaue, merke ich, dass das gar nicht die aktuelle Liste ist, da unten ist. Ich muss schnell dislozieren. Irgendetwas stimmt hier nicht. Das ist nicht die aktuelle. Warum? Panne, die regelmäßigen Zuschauer wissen ja auch, dass Pannen durchaus zur Tagesordnung gehören. Also was wäre unser Kanal ohne Pannen? Mhm. Das ist seltsam. Das hat dort doch noch mehr. Das ist auch, der Simon hat das alles vorbereitet mit den Thumbnails von den Spielen. Und zum Teil sind auch die Spiele schon recht alt, beziehungsweise es ist recht lang her, dass wir sie gespielt haben. Also es wird bei den einen Spielen mal ein bisschen mehr Informationen geben und bei den anderen ein bisschen weniger gewisse, ja, Weißt, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber es wird sicher der Fall geben, dass wir das Spiel einfach in die Kategorie tun und gar nicht viel dazu sagen, weil es sich vielleicht auch gar nicht lohnt, weil wir es beide einfach kacke gefunden haben. Vielleicht tun wir das Spiel mal in die oberste Kategorie und sagen nicht viel dazu, weil es einfach selbsterklärend ist, dass es ein mega cooles Spiel ist. Wir werden jetzt sehen. Genau, und ich habe jetzt gemerkt, dass das hier alles nicht so einfach ist. Weil ich habe eben eine alte Template genommen und dort einfach Listen rein da. Und also es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ich muss ein neues Template machen. Wenn wir nochmal von vorne Reden wir von einer halben Stunde? Nein, wir reden von 10, vielleicht so einer Minute oder so. Sobald ich den Knopf finde, wo man ein neues Template machen kann. Nein. Da. Es hat eben jetzt die alten Logos und die neuen Logos zusammengewürfelt. Und das ist natürlich nicht das, was man will. Also wir haben doppelt so viele Games als eigentlich. Das ist nicht richtig, ja. Genau. Es reicht ja dann schon auch, wenn man jedes Game nur einmal rangiert. Ja, vielleicht es wird ja wegen dem nicht besser oder schlechter. Es gibt eigentlich ein Rückkommen. Wir gehen zweimal durch. Also würde es so nicht schon viel zu lang gehen. Nein, jetzt habe ich da... Weil man muss vielleicht an dieser Stelle sagen, wir haben schon mehr als 10 Spiele zusammengespielt. Ja. Und auch nicht nur Coop-Spiele. Aber die sind ja jetzt hier nicht... Die laufen aus der Konkurrenz. Und es gibt ja unterschiedliche Auffassungen darüber, was ein Coop-Spiel eigentlich ist. Ich gehe davon aus, dass das wird passieren. Dass die Diskussion wird stattfinden, meinst du? Genau, dass die Diskussion wird stattfinden. Aber jetzt, das ist die aktuelle Liste. Jetzt haben wir es geschafft. Wir machen einfach weiter, oder? Das ist dann so, als wäre das nicht passiert. Und, genau. Wir fangen an mit Across the Obelisk. Das ist ein neues Spiel. Das ist, das ist das Jahr in Early Access rausgekommen, kann man auf Steam spielen.
also ich habe es 6 Stunden lang gespielt, ich glaube, du ein bisschen länger. Ich 11. 11 Stunden lang, okay. Also es ist so ein Roguelite Deckbuilding-Spiel und jeder Spieler kann eigentlich, also es ist sowieso vier Rollen, ne? Vier Charaktere, wo durch eine Map durchlaufen und gegen Gegner kämpfen und jeder Spieler kann, also ich habe 2 Charaktere oben und du ja 2. Ich glaube, man kann es bis zum 4. im Coop spielen. PvE. Genau. Ja, was haltest du von dem? Ja, also das Spielprinzip sagt mir natürlich sehr zu. Deckbuilding-Games sind immer cool, also Kartenspiele und vermischt mit so Adventure-Rollenspiel-Elementen ist das Gameplay nett. Mir gefällt auch die Overworld-Karte, wo man sich dann darauf bewegen kann und zu verschiedenen Quests gehen und zu verschiedenen so Encounters vorrücken. Und man hat so eine Ähm, Story, also man kann so wie Entscheidungen treffen und sagen irgendwie, ich probiere jetzt den zu überreden oder den einzuführen und dann muss man bestimmte Karten ziehen. Und das ist noch so ein interessantes taktisches Element und wenn man failt, dann kommt man schlechte Karten in sein Deck über oder so. Also es ist ja. eigentlich recht, also Es ist ein cooles Spiel. es Ja, erfindet sag du nicht zuerst. Neues, es erfindet nicht Neues, aber Genau. das, was es macht, macht es eigentlich gut, finde ich. Es ist Was relativ gut. Was nicht so gut ist, also durch das, dass du 4 Charaktere immer wieder musst am Anfang von der Runde, also wenn man quasi stirbt, dann fängt man wieder vorne an, wie das halt so ist bei einem Roguelite. Entdeckt aber dann wieder neue Karten unterwegs, wo man dann frisch kann von Anfang an ins Deck rein tun, wenn man sich leisten kann. das ist nicht Und gut, der oder? Prozess am Anfang, der ist immer so ein bisschen lang. Also es ist wie nicht so, man kann nicht einfach starten und losgeht. Sondern man muss zuerst in die Stadt und dann alle Decks zuerst, also wenn man es allein spielt, muss man für 4 Charaktere von jedem das Deck anpassen. Ja, das habe ich Und das gar ist nicht echt so ein gesehen. bisschen, Ja. Gut, wenn man das ja, zweite ist es schon ein bisschen übersichtlicher. genau, dann muss jeder nur 2. Mhm. Aber einfach nur so Start drücken und dann losspielen, das geht irgendwie nicht. Also man muss sich dann wie auch so am Anfang schon Gedanken machen, ja, was soll ich, was kann ich. Es gibt am Anfang fast ein bisschen viele Optionen, um etwas mit seinem Deck zu machen. Ja, voll. Und das ist ja, was mich erinnert das Spiel ein bisschen an Darkest Dungeon. Also Mhm. von der Art von der Grafik her, man ist mit 4 Personen unterwegs. Es ist relativ, und man tut die Stadt aufleveln, wenn man wieder zurückkommt. Es hat schon sehr grosse Ähnlichkeit, was nicht schlecht muss sein. Darkest Dungeon ist super. Aber es ist halt nicht mega originell, grundsätzlich. Ich würde das jetzt einfach mal ins Okay rein tun, oder? Ja, würde ich auch sagen. Sehr, sehr einverstanden. Ich muss vielleicht zu der Tierlist auch noch sagen, also es ist natürlich klar, von unten ganz schlecht bis oben super gut. Dann aber auch noch links ist besser als rechts, oder? Ja. Innerhalb von der... Also, wenn ich jetzt das hier würde tun, dann wäre das besser als Across the Obelisk, zum Genau, Beispiel. genau. Genau. Was uns vielleicht gerade zu dem führt, wo du jetzt gerade in der Hand gehabt hast, Ark, vielleicht... Ja, es macht mehr Sinn, wenn ich etwas dazu sage, weil ich Ja. es viel, viel, viel mehr gespielt habe als du. Ich habe es 4 Stunden Ähm, lang gespielt, für Takte. 4? Mhm. Ja. Ich 270. What? Ja, ein Spiel, das mich absolut fasziniert hat. Ich habe es nie online gespielt, muss man erst sagen. Also die 270 Stunden sind alle ich allein für mich. Zwischendurch ganze 4 Stunden lang mit dem Simon zusammen auf einer Map. Was mich an dem Spiel so absolut fasziniert, ist, dass man so viel Zeugs entdecken kann. Also man ist wirklich auf dieser Welt, wo man sich dann auswählt. Und man entdeckt einfach 1000 Sachen. Und man kann immer wieder ein bisschen weiter weg von daheim, weil man, weiß auch nicht, weil man sich getraut, häufig. Um wieder hinter der nächsten Ecke zu schauen und dort findet man wieder irgendetwas, was man vorne noch nie gesehen hat. Und man findet Also ich finde, Dinosaurier vor allem, oder? man, Also, genau für alle, die nicht wissen, um was es geht, es ist so ein Survival-Spiel. Man landet mit nichts, also mit einem Pärchen Unterhosen landet man irgendwo auf einer Insel oder auf einer Karte, die bevölkert ist von Dinosauriern. Und es geht dann halt darum zu überleben, also man muss schauen, dass man nicht verhungert oder verdurstet. Oder halt eben von Dinosauriern gefressen wird. Und man kann dann auch Häuschen bauen, Burgen bauen, Waffen bauen, man kann aufleveln, dann lernt man neue Sachen. Man kann, was echt ein zentrales Element ist, man kann die Dinosaurier zähmen. Also man kann die quasi häuslich machen, stubenrein. Stubenrein.
Und nachher auf denen reiten und mit ihnen fliegen und mit ihnen andere Dinosaurier bekämpfen. Also es ist ein mega vielseitiges, cooles Spiel. Ja, also wenn ich Und ich dir würde es aber nie online spielen, PvP. Das würde mich wirklich anschießen. Weil dann wirst du halt von anderen Leuten auf dem gleichen Server, die können dich killen und dir alles wegnehmen. Und das lenkt schon. Also ja, die Umgebung ist schon gätzig genug. Mhm. Also Ja, ich bin auch schon manchmal gestorben, ohne dass es noch mühsame PvP-Gegner rumgehabt. wenn ich jetzt also so höre, dann macht mich also im Prinzip macht mich das ja mega an, oder? Weißt du, Dinosaurier, man kann Base bauen und so. Aber ich habe das mit dir zusammen gespielt, eben die 4 Stunden oder was es gewesen sind. Das hat mich einfach nicht angemacht, ästhetisch. Es ist alles so bruin und so. Es ist einfach so ein bisschen, und es ist wieder ein 700. Survival Exploring Game gewesen. Und irgendwie, ich habe es einfach gesehen, nach Terraria, wo wir auch noch darüber reden, habe ich irgendwie kein Bedürfnis mehr, die Spiele zu spielen. Ich weiß auch nicht. Und darum würde ich jetzt persönlich, also vielleicht nicht gerade aber ich würde es next also ich weiß auch nicht, es muss nicht sein. Es muss einfach nicht sein. Es tut mir leid. Also, Also, da sind wir uns null einig. Ich finde es ja. fantastisch. Es ist nicht legendär, das ist es nicht. Aber es ist ein fantastisches Spiel, wenn man sich darauf einlassen kann und wenn man nicht einfach kategorisch die Art von Spielen nicht mehr mit dem Hinterteil anschaut, dann ist es ein Ja, super Spiel. also ich meine, soll ich mich noch ein bisschen mehr rechtfertigen? Oder ich meine, Ich weiß nicht, ob wir zu viel Zeit mit dem Spiel ja, verlieren, insbesondere wenn wir es zusammen nicht so wirklich viel gespielt haben. ja, vielleicht Ich habe ist das es Gefühl, wenn die Leute gerne zusammen etwas spielen und auch sich darauf einladen, zusammen etwas aufzubauen und gerne zusammen entdecken, dann ist das Spiel einfach ein Must-Play. Also es ist wirklich ein okay. Must. Ja. Wenn man nicht die Einschränkung hat, die du jetzt dir Ja. wie selber auferlegst, weil du das grafisch nicht schön findest und auch kategorisch keine Lust mehr hast auf Exploring-Spiele, Also, dann finde ich, ist es ein Must-Play und darum muss es weiter rauf. weiter rufen als next. Mhm. Ja, also ich muss schon einschränken, oder? Das ist mir persönlich, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist überhaupt nicht objektiv. Jetzt bei dem Spiel, also ja, könnte ich mich an dir anschließen, aber also, ich würde es nicht höher als okay, weil ich weiß auch nicht, es gibt sicher auch noch andere Personen, die das nicht so cool finden. Also, Kann ich mir vorstellen, das ja. ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es schon besser als Across the Obelisk. Also, ja. Weil so Gibt in rein inhaltlich mehr her schon, ja. oberste Kategorie von okay. So, vielleicht so am Hausfrieden zu lieben. Genau. Unter Protest können wir es von mir aus nicht tun. Es ist ja sowieso, das werden wir noch bei ein paar Spielen haben, wir müssen irgendwie eine Mischrechnung finden, oder? Weil, ja, unsere Meinungen werden sich nicht immer decken, das ist ja auch okay. Aber auch, also eigentlich relativ, also man findet irgendwie trotzdem immer so ein bisschen Konsens. Bei dem ist es jetzt wahrscheinlich fast am extremsten, würde ich sagen. Und es ist auch immer, vielleicht das nur so ja, das merkt man da bei anderen Spielen, dass ich halt schon sehr auf so Ästhetik und Aufmachung und ja, wenn es mir das nicht zusagt, die Welt selber, dann kann das Gameplay nur so geil sein und das ist mir irgendwie egal. Ja. Und bei mir ist schon Gameplay ist schon sehr zentral. Also mit einem kackigen Gameplay kannst du wirklich, da kannst du auf abfahren. Es gibt ja noch andere. Cool. Aber komm, wir gehen weiter, sonst verlieren wir uns. Genau. Wir reden von Astroneer als nächstes. Sag du etwas zum Spiel. Astroneer ist, ich will schnell meinen coolen Spickzettel für holen, ist ein Open World Building Science Fiction Game. Es hat viele Attribute, aber du bist eigentlich so wie als Astronaut mit mehreren Personen, wenn du willst, auf einem Planet und musst dort so Mineralien oder Materialien abbauen, organisches Material oder verschiedene Steine oder was weiß ich, was es alles gibt. Und aus dem kannst du dann nachher so 3D-Drucker bauen oder einfach so Infrastruktur. Und du musst schauen, dass du immer Luft hast. Du musst so mit so Fäden Luft anziehen. Und je mehr Fäden das du hast, desto weiter kannst du vordringen im Planet. Man muss dazu sagen, sonst hat es fast keinen Survival-Aspekt, das eigentlich gar keinen. Man kann nicht sterben sonst im Spiel. Es sind so vereinzelt so Giftmonster und Wolken, wo man irgendwie reinkommt. Wenn man reinkommt, dann wird man vergiftet. Aber also, es ist sehr friedlich. Also man muss nicht irgendwie Angst haben, dass man irgendwelche bösen Tiere auf dem Planeten einem kommen fressen oder so. Also man kann wirklich einfach ein bisschen exploren, solange man Luft hat. Was es sehr gemütlich macht. Und so von der Grafik her ist es auch
irgendwo, ja, ich weiß auch nicht, kategorisieren wir das als herzig. Das ist sehr eine liebliche Grafik. Mhm. Ja, so irgendwie, also es ist nicht High-End-Grafik, also es ist auch zweckmäßig die Grafik. Aber es ist schön, also es ist eigentlich hübsch gemacht, ja, kann man schon sagen. Und ja, und dafür, dass ich nicht so der grosse Liebhaber bin mehr von so Exploring Games und Sandbox Games, gefällt mir jetzt Astroneer viel besser als Ark. Weil es einfach, ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen einen anderen Ansatz, wo ein bisschen etwas Neues drin Es ist auch viel bringt. trivialer in der Handhabung, sicher. Es ist trivialer, ich bin so ein Casual, dass mich das natürlich anspricht. Wenn es Ja, also einfach nein, ist. ich meine nur schon die Steuerung ist viel zugänglicher, oder? Man geht einfach her, man hat wie den Staubsauger zum Sachen abbauen und den gleichen Staubsauger wieder zum Sachen herbauen. Ja, 2 voll. Knöpfe. Einer ist anbauen, einer ist abbauen, fertig. Ja, es ist sehr ja, Das ist echt zugänglich, wie du zugänglich. sagst. Ähm, und, und es Und ist zum einfach, mal ein Votum abgeben, sind wir schon beim Votum abgeben? ja, wir sind schon beim Votum abgeben. Ich bin eben noch schnell etwas am Schauen. Astroneer, ich würde das sicher fantastisch, kann man das schon. Oder haben wir das Ich kann letzte, sagen, es ist... es ist fantastisch. Es ist vielleicht nicht in der Ja. oberen Kategorie von fantastisch. Aber Aber es gehört auf, einfach weil auch dort finde ich, wenn 2 oder mehr Leute gerne zusammen so Exploring-Spiele spielen, dann spielen das Spiele unbedingt. mhm, mhm. Also, es Finde ich geht ja auch auch. ein bisschen darum, um Empfehlungen, oder? Ja, mega. Also Mega. was würden wir weiterempfehlen und was nicht. Und das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Auch nicht zum 400 Stunden damit verbringen, aber ja, vielleicht 100. Oder 50, oder ja. Ich muss jetzt schnell gross machen, weil ich habe gerade gemerkt, dass ich das Spiel vergessen habe. Wenn ich jetzt ganz flugs innerhalb von ein paar Sekunden da reinfüllen will. Und zwar geht es um Ashen. Kannst du vielleicht gerade schnell Ah sagen? ja, wir haben ja, ja, die das Kanal verfolgt haben, die wissen genau, von was wir reden. Und wer von uns das vor allem das Spiel wird eher weiter oben ansiedeln und wer eher weniger weit oben. Wir haben das schon let's played. Kommt das nächste im Alphabet? Ja, es ist eigentlich schon vorher dran gekommen, aber Weißt du, vorne dran kommen. Aber ja, auf jeden Fall mit A. Wir reden von einem Souls-like. Ich weiß gar nicht, wenn wir mega viel dazu sagen. Ich meine, man kann einfach das Let's Play schauen und gut, es ist so ein dann sieht man, was es Souls-like, ist. wo du rumläufst, das zweite. Und, und es ist so, ja, relativ Open-World-mäßig. Du musst einfach, ja, es hat eine coole Atmosphäre, finde ich. Das ist das, was ich Voll. immer für das Und das nicht Spiel. so cooles Gameplay. Ja, genau. Über das lässt Womit sich wir noch genau bei dieser streiten. Diskussion wären. Genau, ja. Also ich finde jetzt auch nicht, dass das Spiel extrem hoch oben muss sein. Ich finde, für das, was es ist, finde ich es eine okay Erfahrung. Würdest du es so kontrovers finden, wenn ich es auf okay stelle? Würdest du das kontrovers finden? Oder Ich würde es schon nichts? ein bisschen kontrovers finden. Also, ja, kontrovers, okay. Ja, es hat Elemente drin, die sind okay, aber eigentlich ist es zum Spielen ist es langweilig. Langweilig ist Das ein hartes Gameplay Wort. ist bestenfalls mäßig. Weil, also es ist, ja, es ist nicht wirklich so mega responsive. Man hackt irgendwie ein bisschen im Zeug rum, zwischendurch trifft man Gegner, aber man hat nicht das Gefühl, dass man wirklich so jetzt in einem Fight innen ist, sondern einfach mal trifft man den Gegner, mal nicht. Man kann sich ein bisschen schlauer und ein bisschen weniger schlau anstellen, aber es ist nicht so, ja, es fühlt sich jetzt nicht nach einem wahnsinnigen Sieg an, auch nachdem man einen Gegner besiegt hat, sondern es ist einfach wie so ein bisschen, ja, man ist halt nicht gestorben. Okay, next. Also vielleicht noch schnell, also ich habe das 12 Stunden lang gespielt, du wahrscheinlich auch. Du wahrscheinlich nicht mehr als ich. Würdest du sagen, du hast die 12 Stunden nur investiert, weil wir das Game, also das Let's Play gemacht haben? Oder hast du das schon auch gemacht? Also hast du dich wirklich müssen durchquälen? Ja. Du hast dich müssen Also durchquälen, durch das ist viele es wohl. Folgen vom Let's Play habe ich mich wirklich durchgequält. Ich glaube, wir haben noch nicht Okay. mal, eigentlich nur 2 Folgen vom Let's Play Ja, online gestellt. ja Ich voll. habe nachher nicht einmal Lust gehabt, um die Videos nachzubearbeiten. Es ist so eine Ja, Qual ist ja gut, gewesen. wir gehen dann auf Next. Also ich finde, also wow, fände ich jetzt also Nein, wow unfair. ist Trickschuss. Aber Das ist, ja. Next, ja, ist fair, kann man machen, Gut, und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo man vielleicht ein bisschen höher oben ansiedeln kann. Baldur's Gate 3. Das ist im Moment nur im Early Access. Ich habe noch vorher schnell nachgeschaut. Das wird im Oktober von diesem Jahr wird's released. Im Oktober kommen sehr viele interessante Spiele raus.
Coop-Spiele. Und das ist eins von denen. Aber wir haben es schon 24 Stunden lang zusammen angespielt im Early Access. Im ganz Dritte sogar, frühen. oder? Dritte damals. Das Ja, dritte. das dritte Also wirklich damals. gerade was frisch Ja, rausgekommen ist, was frisch in Early Access gekommen ist. genau. Und dann haben wir gemerkt, dass es relativ verpackt war. Also vielleicht nicht unbedingt verpackt. Oder Ja, so, nein, so. also einfach noch ein bisschen wenig Content gehabt. Ja, stimmt. Also muss dazu sagen, dass es eher ein teures Spiel ist. Es hat, glaube ich, irgendwie 60 Stutz gekostet. Ja, voll. Ja. Damals schon, Early Access. Und für das ist ja das Level Cap bei 4 und dann relativ wenig Content. Gut, Ja, wenig logisch, es hat auch noch Bugs Content. drin gehabt, Es hat schon einiges an Content drin gehabt, aber es ist einfach das Level Cap. Man hätte noch mehr können machen, aber wo plötzlich nicht mehr können leveln, haben wir gedacht, wir lassen es jetzt mal, bis es wieder weitergeht. Und ich denke, aber ich muss sagen, ich freue mich mega drauf, das Spiel zu spielen, wenn es wirklich released wird. Genau, wir haben es jetzt wirklich auch ein bisschen auf Eis gelegt, so bewusst, weil wir nicht die Lust hatten, 100 Mal wieder von vorne anzufangen. Und Safe Games, die sind halt nicht immer übertragbar zwischen den grösseren Beta-Versionen. Vielleicht muss man schnell sagen, um was es geht. Also Baldur's Gate 3 ist logischerweise der Nachfolger von Baldur's Gate 2, der schon relativ alt ist. Es ist so ein Dungeons & Dragons digital, also ein Videospiel, ja, RPG. Und es spielt wirklich im Dungeons & Dragons Universum mit den D20-Würfeln und die Entwickler sind Larian Studios, die Divinity 1 und 2 gemacht haben, die auch ein bisschen in die Richtung gehen. Und ja, ich glaube, Wizards of the Coast hat einfach die angefragt, ob sie da die Fortsetzung machen. Und ja, es ist halt eine mega aufpolierte High-End, also wirklich so, es ist alles relativ hoher Standard. Und ja, du musst vielleicht sagen, die Atmosphäre ist super, das Gameplay ist absolut überragend. Auch das kooperative Gameplay ist überragend, es ist rundenbasiert, also man hat keinen Stress. Genau. Also ganz viele ganz wichtige Eigenschaften, die sie sehr, sehr gut erfüllen. Ja, es ist wirklich, also sehr, sehr viel Potenzial. Also ich könnte es jetzt, wahrscheinlich, wir es jetzt schon fantastisch, oder? Ich muss fantastisch überastronieren. Ja. Also in der aktuellen Version. Ich kann mir vorstellen, beim Release rutscht das noch Kategorie auf und kommt in die Legendär-Kategorie. Ja, also wir werden sicher bei Divinity noch mal über das reden, aber einfach die Möglichkeiten, Rollenspiele, sich einzubringen oder Sachen zu machen, sind enorm. Du kannst Leute umbringen, die bestellen, du kannst alles Mögliche, alle Gegenstände, die rum sind, kannst irgendetwas mit denen machen. Also alle, die irgendwie mal Dungeons & Dragons cool gefunden haben als Pen-and-Paper-Rollenspiele, die kommen wirklich auf ihre Kosten. Genau. Das kann man so sagen. Ja, genau. Das kann man so festhalten. Oh. Und jetzt kommen wir wieder zu einem neuen, zu einem weiteren Spiel, das sehr, sehr hoch oben wird landen auf dieser Liste, nämlich Borderlands 2. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich das 120 Stunden gespielt habe. Das ist nur auf der Steam-Version, das zählt nicht die PlayStation 3, wo wahrscheinlich genau mal so viele Stunden mehr vielleicht, ja. Borderlands 2, also es ist höchstwahrscheinlich kennen die meisten das Spiel. Es ist schon von 2012, also es ist relativ alt. Und es ist ja der grosse Looter-Shooter, wo das Genre eigentlich prägt hat, weil es so eine coole Idee, so eine coole Mechanik ist, dass es ist ein First-Person-Shooter, man kämpft sich, man schießt sich durch Horden von Gegnern mit einer coolen, lustigen Story. Und mit einer interessanten Cell-Shading-Grafik. Und die Waffen, die man bekommt, die sind randomisiert. Also jede Waffe ist einzigartig und es gibt auch noch so ein Raritätensystem. Also wenn man die orange Waffen bekommt, dann kommt man sicher schon mal in die Luft. Und, also es hat wirklich einen extrem hohen Suchtfaktor. Es hat eine mega eigenwillige Geschichte und eigenwillige Charaktere. Also es ist voller... Und eigenwilliger Humor. Ja. Das muss man vielleicht auch noch sagen an dieser Stelle. Also es hat wirklich so die Eigenschaften von einem Klassiker mittlerweile. Also, und vor allem der Coop-Aspekt. Ich glaube, damals, als wir das gespielt haben, das ist wirklich so eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe, wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist Coop, PvE und auf das angelegt. Man kann unabhängig voneinander ins Menü, man kann irgendwie, es ist wie, man kann miteinander
zusammen so ein Abenteuer erleben, sich individuell aufleveln. Es hat auch ein Levelsystem mit mega vielen verschiedenen Fähigkeiten und so unterschiedliche Klassen. Also es ist sehr ein Shooter, wo eigentlich die Rollenspielmechanik aufnimmt. Und das ist eine geniale Idee und mittlerweile ist die nicht mehr wegzudenken von diesen Shootern, also von vielen Shootern. Ja, also das ist ein legendäres Spiel, es gehört dort rauf. Einverstanden, absolut einverstanden. Mach es nicht auf Ja, alle, also, die es nicht gespielt haben. Und eigentlich, nicht ja. gerade, ja, einfach wenn ihr euch könnt vorstellen Shooter zu spielen, wenn ihr euch könnt vorstellen das mit jemand anderem zu machen, spielt das Spiel. Ich bin Weil wenn es inzwischen nicht mehr das Neueste ist, ja. Also ich glaube, man kann das auch heute immer noch spielen. Ja. Also all die Spiele, die da oben bei Legendär landen, sind eigentlich ein Spielbefehl. Also ja, genau. wer die da oben sieht, die muss gerade abladen. Jetzt in dem Moment. Cool. Und ja, eben vielleicht noch schnell, ich bin nicht der grosse Shooter-Fan. Ich bin nicht leidenschaftlich gerne Shooter, aber das Spiel habe ich einfach geliebt. Das ist wirklich, ja. Und es spielt auch nicht so eine Rolle. Also es ist nicht so ein skillfressendes Spiel. Also wenn du nicht so gut triffst, ist es völlig egal. Ja, es gibt auch Charaktere, die darauf angelegt sind, dass man schlecht trifft. Zum Beispiel Geigen. Wie auch immer, wenn ich jetzt auch nicht in Details verliere. Nein. Gut, und jetzt können wir aber wir können vielleicht gerade weitermachen mit dem Nachfolger Borderlands 3, wo wir dann natürlich verständlicherweise sehnsüchtig darauf gewartet haben, bevor es rausgekommen ist und dann auch gespielt haben, nicht auf Steam, sondern es ist damals nur im Epic Store rausgekommen. Und wir haben es, glaube ich, auch ein gutes Moment gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es Ja, ich wollte nachschauen, aber ich habe nicht gewusst, wie ich das im Epic Store machen kann. Ich bin ein bisschen verloren, ich bin nicht ganz sicher gewesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir vielleicht so 70 Stunden oder so. Oder vielleicht, ich habe gesagt, etwas so knapp 100. Knapp 100. Ich habe wahrscheinlich wieder noch ein paar Stunden länger gespielt wie du. Aber, aber was soll man zu Borderlands 3 sagen? ist ein Sorge. Mehr vom Gleichen, oder? Ja, genau, es ist mehr vom Gleichen. Es gibt Leute, die das sicher gut finden. Ich finde das eben nicht so gut, wenn das mehr vom Gleichen ist. Also beziehungsweise, ein grosser Manko, den Borderlands 3 hat, ist sicher, dass die Geschichte schlechter ist. Weil, also, es ist ein anderer Autor als Borderlands 2. Es ist so ein bisschen forciert. Die Geschichte selber hat so einfach Charaktere, die so, ich weiß auch nicht, seltsam eingeführt werden oder eine seltsame Charakterentwicklung durchmachen. Das ist ein bisschen klischeehaft. Und es hat zwar immer noch so die kulturellen Referenzen, aber es ist so ein bisschen, es kommt nicht als Original an, von der Geschichte her. Das Gameplay ist... Nicht an Borderlands 2. Ja, nicht an Borderlands nicht 2. Ja, genau. Ja. Für mich ist Borderlands 2 das einzige wahre Borderlands. Ja, also ich finde, es ist wirklich, für mich ist es eine Enttäuschung gewesen. Für mich ist es wahrscheinlich eine größere Enttäuschung gewesen als für dich. Ich würde sagen, das ist okay. Vielleicht hier. Wir können jetzt über das diskutieren. Das ist mir... Ja, Also wenn es fantastisch ist... Ja, also was halt bei Borderlands 3 auch noch mehr dazugekommen ist, also vielleicht ist das mehr meine Wahrnehmung gewesen, weil wir es so gespielt haben, ist, dass man sich auch angefangen hat messen mit anderen Online-Spielern. Also ich habe dann vielleicht in den paar Stunden, die ich mehr gespielt habe, auch noch mit anderen Leuten gespielt wie mit dir. Und dann ist es immer so ein bisschen... Ja, es wird dann so zu einem komischen Schwanzvergleich. Wenn man das so vulgär darf sagen. Gut, ja. Also man schaut dann wirklich so, wow, ich habe da und das Bild und ich kann mit dem so viel Schaden machen und der Boss, Raid-Boss so und so schnell abnatzen. Das muss einfach nicht unbedingt sein. Aber das ist ja nicht vom Spiel vorsehen. Obwohl man muss sagen, Gearbox hat in dem Spiel immer wieder Patches rausgebracht, wo sie irgendwie das Gefühl hat, der Charakter ist overpowered oder so, aber es ist PvE, es ist egal, ob ein Charakter overpowered ist oder nicht. Genau. Und darum ist es ein bisschen seltsam. Ich meine, ja, es ist aber nicht seltsam, weil durch das wie das online miteinander eben sich messen ein bisschen forciert worden ist, dann spielt es eben wieder eine Rolle. Aber dann ist es wichtig, dass nicht einfach der eine Bild, alle müssen das spielen, weil sonst falsch halt ab in der Gruppe. Gut, also mich hat das nie gekratzt, aber ich habe immer nur mit dir gespielt. Ich habe einfach das gespielt, was ich gerne spiele.
die ich cool gefunden habe. Und das Optimieren passt mir eh nie so ganz. Ich habe das Gefühl, das hat schon etwas damit zu tun, ob man das an sich anladen oder ob das einem wichtig ist oder so. Ich meine, du hättest dir auch können sagen, das ist mir scheißegal. Oder, Ja. also, es hat auch vielleicht etwas mit der Zeit zu tun. Ich meine, als Borderlands 2 rausgekommen ist, er nicht so wirklich, keine Ahnung, also, so die Online-Ressourcen, gut, mal vielleicht schon 2012, ja, gut, ja, Ich bin einverstanden mit okay, es ist okay. einverstanden. Auch weil es nicht mehr Neues bringt. Also wir haben das alles, was Borderlands 3 macht, haben wir bei Borderlands 2 schon gesehen. Das ist nicht wirklich besser geworden. Das ist lustig, wir haben vor einem halben Jahr oder so, oder vor ein paar Monaten, haben wir eine erste Version von dieser Tierlist gemacht. Ich glaube, dort war Borderlands 3 höher oben gewesen. Möglich, ja. Es ist schon im Ansehen gesunken. Ja, gut, dann machen wir weiter mit Card Hunter. Card Hunter ist ein Kartenspiel, wie man das gemerkt. Es ist so ein recht mit schlichter, simpler Grafik und man kann es von 1 bis 3 Personen spielen. Wenn man das dritte spielt, dann nimmt jeder die Rolle ein von so einem, entweder von einem Magier, von einem Fighter oder von einem Heiler. Genau, und es ist 2015 rausgekommen, aber es wird immer noch aktualisiert, habe ich letztes Mal gesehen. Und ja, es ist so, die Karte, die man hat, die zählen für Aktionen. Zum Beispiel, ich laufe irgendwo an, ich schlage jemanden oder ich kann mich verteidigen und so. Relativ simples, aber eigentlich süchtig machendes Spielprinzip, weil du kommst immer wieder Loot über mit so Ausrüstungsgegenständen, zum Beispiel das Schwert. Und das Schwert gilt für 3 Karten, die du im Deck hast, zum Beispiel, wo dir 3 verschiedene Attacken geben. Also je nachdem, was du anhast, hast du andere Attacken und Fähigkeiten. Und das ist eigentlich, das führt dazu, dass man immer mehr von diesen Ausrüstungsgegenständen haben will. Und mir gefällt das eigentlich sehr. Ich habe das auch, ich glaube, ich habe das 75 Stunden lang gespielt. Nicht immer im Coop, aber für mich selber habe ich das auch noch gespielt. Da tun wir halt einfach alle 3 Charaktere lenken. Und ja, es ist free to play, aber man muss zum weiterkommen, muss man so ein bisschen zahlen, um neue Dungeons freischalten und so. Man kann wie so eine Art, nicht DLCs, aber man kann Also Erweiterungen kaufen. So. Ja, genau. Und ich habe das gemacht und also, es ist echt noch fair. Ich habe das gemacht und alle, die mit mir spielen, dürfen da in die Dungeons mit reinkommen und so. Also, Haben wir aber den Spezialloot nicht über. genau, muss man ja. Sagen. Ja, es hat schon Drawbacks. Ja. Aber ja, ich meine, das Monetarisierungsmodell, das, wenn man nicht unbedingt das kann man diskutieren, aber... ja. Vielleicht muss man noch zum Spiel sagen, es ist so, von der Aufmachung her, ist es gemein, wenn ich sage, es ist so ein bisschen Flash-mässig? Nein, weil ich würde es jetzt ja noch sagen, bei einem anderen Spiel. Also es ist wirklich so, ja, es ist ein bisschen eine primitive Grafik, sage ich jetzt mal, was wirklich im Gameplay keinen Abbruch tut. Also das Gameplay ist cool, aber jetzt rein von der grafischen Aufmachung ist es, ja... Also, ich würde da ein Gegenvotum einlegen, weil es stimmt zwar, es ist schlicht... Wieso habe ich nur gewusst, dass du das machst? Es ist zwar eine schlichte Grafik, aber es ist irgendwie stilvoll, es tut sich halt sowieso an, es ist wie auf einem Tisch, man sieht da eine Cookie-Dose nebendran und es ist wie so, man kommt so das Gefühl über, man sitzt da an einem Tisch und spielt jetzt D&D mit den Nerd-Kollegen. Und das sind wie so die Figürchen und so. Es ist irgendwie liebevoll gemacht, ich finde es ist liebevoller gemacht als viele andere Spiele, die so eine schlichte Grafik haben. Sie erfüllt ihren Zweck und ich finde auch, es kann ein Fehler sein, wenn es zu High-End-Grafik ist, dann checkst du gar nicht mehr, was los ist. Und hier ist es sehr übersichtlich. Zum Beispiel Gloomhaven, über das werden wir noch reden. Da kann man sich fragen, braucht es all die Grafik, Gabriolen nebenher? Und hier ist das irgendwie sehr angenehm. Aber ja, es ist jetzt auch nicht, er findet das Rad auch nicht neu. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da irgendwie etwas mega Spezielles wird spielen und so. Ich würde sagen, das ist höhere Kategorie okay. Besser als Borderlands 3. Sehr einverstanden. Schon, ja. Ja. Besser als Borderlands 3 und Ark. Ja, es ist sicher besser als Across the Obelisk. Es ist besser als Across the Obelisk, ja. Aber das sagt schon viel eigentlich. Also, ja. Also ich würde auch sagen, es ist ein cooles Spiel. Ja. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Also auch, durch das es, ja, also
ich würde sagen, es ist auch, ja doch, es passt echt gut dorthin. Es ist eigentlich schon auch eine Spielempfehlung, auch dadurch, dass es ein Free-to-Play ist. Man kann sich einfach abladen, mal reinschauen und mal schauen, ob es einem gefällt oder nicht. Voll. Es gibt auch noch PvP und so, aber das interessiert eigentlich kaum. Und mein Ziel ist übrigens auch, dass ich Ark so ein bisschen gegen Appen schieben kann. Ja, das ist eine Rattenbiste. Zugegeben. Gut, das nächste Spiel ist relativ unbekannt, für 1. Chaos Reborn heisst das. Das haben wir mal 5 Stunden lang an einem heißen Sommerabend gespielt. Es ist von 2015. Es ist so wie so eine... Es ist so Turn-based Strategiespiele. Du kannst es im Coop spielen, kannst es aber auch im PvP spielen. Es ist so wie ein Brettspiel. Und ja, ich glaube, wir müssen nicht viel darüber verlieren. Es ist eigentlich nicht bemerkenswert. Es ist wirklich... Wir haben das einfach mal... Es ist wirklich einfach nicht nice. Das Gameplay ist... Ja, come on. Was muss man sogar sagen? Nein, oder? Es ist auch next. Es ist interessiert einfach wirklich nicht. Es ist schlechter als Ashen. Und es ist schlechter als Ashen. Und es ist auch nicht... Also ist wahrscheinlich... Es muss wirklich eine negative Reaktion auslösen. So. Ja. Ich will es nicht einmal sehen, aber next ist einfach, es ist egal, es darf existieren, aber bitte nicht in diesem Umkreis. Da würde ich das jetzt mal interpretieren. Voll. Danach Crypt of the Necrodancer. Von 2015 ist ein mega interessantes Spiel. Wir haben das nicht so häufig miteinander gespielt. So ein bisschen Steam Remote Play, so ein bisschen, eigentlich nie im Couch Coop. Man möchte das unbedingt mal im Couch Coop machen. Das Problem, also wir sprechen das Hauptproblem von dem Spiel an, es ist nicht online. Coop. Ja, genau, es ist nicht online. Es ist kein Online-Multiplayer. Ja. Und es geht darum, man kann es wirklich nur Couch Coop spielen. Genau, es geht darum, dass das ist wie dann, also es ist eigentlich ein Roguelite. Du gehst in einen Dungeon rein und schaust, wie lange du überlebst. Und das Spezielle am Spiel ist, es ist rhythmusbasiert. Also du musst dich immer zum Rhythmus von so Chiptune-Musik bewegen und am richtigen Moment den Gegner schlagen. Du musst wie so mit dem Gegner rumtanzen. Es ist so Pixel-Art und so. Also die Idee ist fantastisch. Also wirklich, das ist eine super Idee und es ist auch knallhart. Es ist mega schwierig. Und ich behaupte, wenn wir das wirklich mal als Zweite auf der Couch spielen, dann würden wir einen sehr, sehr coolen Abend mit dem verbringen, weil du wirst dich dazu angespornt fühlen, das Spiel zu schlagen. Und ich würde irgendwann sagen, es ist so schwierig, Reto, ich kann nicht mehr. Aber es ist wirklich cool. Ja, das Problem ist, durch das, dass es so rhythmusbasiert ist Remote Play nicht wirklich ein Thema, weil wenn es ein bisschen asynchron ist, also wenn ich durch das Netzwerk halt eine kleine Verzögerung habe, dann wird es absolut unspielbar. Weil man ist wirklich auf das Timing so fest angewiesen, weil man muss im Rhythmus sich bewegen mit dem Monster. Und das Monster bewegt sich im Rhythmus. Das ganze Spiel funktioniert einfach nur im Rhythmus von der Musik. Ja, genau. Und darum ist Remote Play eigentlich nicht wirklich eine Option. Ja, das ist so. Und ich muss auch sagen, die Musik ist wirklich cool und witzig. Ich kann mal einen Trailer anschauen. Das macht wirklich Lust. Einer der besseren Trailer, die ich je gesehen habe. Ja, ich denke, man könnte das durchaus auf fantastisch. Ich habe das jetzt mal da fantastisch aufgestellt, vielleicht nicht überall. Ich meine, ich finde einfach Astronier schon ein bisschen überschätzt und fantastisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, Astronier haben wir das letzte Mal auf okay gehabt, aber ich weiß auch nicht, obwohl, es ist eigentlich schon okay. Vielleicht bin ich zu streng mit Astronier, einfach weil es ein Sandbox-Game ist. Ich weiß es nicht. Lassen wir es mal so. Ja, wir können es mal dort stehen und am Schluss schauen, was sonst noch in dieser Region ist, ob es gut dort reinpasst. Der klassische, wie sagt man dem? Alles die soziale Bezugsnorm von diesen Spielen. Genau, so Selbstkritik eben ganz am Schluss. Genau. Das nächste ist, was ist das nächste? Destiny 2. Interessant, Destiny 2. Habe ich 7 Stunden lang gespielt. Ist ein First-Person-Shooter von Bungie, oder? Meint ihr jetzt? Ja. Also nachher von Halo. Genau, es ist eigentlich ein MMORPG, wo du ein Shooter-MMORPG, wo du irgendwie late gehst natzen. Du kannst es eben auch im PvE-Coop machen. Da gehst du mit 3 Personen in so Dungeons rein und fetzt einfach alles ab, was sich bewegt. Und dann kommst du laut über Waffen, Ausrüstungsgegenstände, ähnlich wie Borderlands 2. Einfach, nur schon durch die Beschreibung merken wir schon, das Spiel ist nicht nice. Das haben wir einfach alles schon gesehen.
Es ist ein MMORPG, wir kennen ja alle die klassischen Probleme, die MMORPGs haben. Es hat viele Leute und jedem wird suggeriert, er ist der Einzige, der die Welt retten muss. Dabei gibt es 20 Millionen andere Leute, die genau den gleichen Schrott auch noch machen müssen. Durch das wird es ein bisschen wenig abwechslungsreich. Andere Elemente rücken in den Hintergrund, nämlich irgendwie gutes Storytelling. Ja, Ja, hey, also, ich weiß nicht, dass wir es nach weniger als 10 Stunden schon wieder weggelegt haben und dann eigentlich, ohne dass wir gross darüber geredet haben, es nie mehr vorgenommen haben, spricht die Band, nicht? ja, also Ich würde sagen, next. ja, ich würde auch sagen, next. Also was man vielleicht noch muss sagen, also so das Gameplay selber ist eigentlich nicht schlecht, aber das interessiert irgendwie einfach nicht. Also ich meine, es ist so wie, Es ist auch so generisch. es hat keinen Charakter dahinter, wenn man es mit Genau. Borderlands Aber das ist das vergleicht. Problem von MMORPGs. Sie sind einfach generisch. Sie müssen ja auch generisch sein, weil es muss ja... Ja, es spielen so viele Leute, zum Teil noch auf der gleichen Map das gleiche Zeug, Sachen müssen dann irgendwie rechtzeitig respawnen. Also kannst du einen heftigen Gegner killen und 5 Minuten später respawnt er einfach, damit irgendjemand anders den gleich heftigen Gegner auch noch killen kann. Ich meine, ja, Mhm. ja, Muss nicht sein, ja. Ich finde ja. auch, also es ist, ja, vergessenswürdig. Die Frage ist auch Diablo 3 vergessenswürdig? Wenn wir das sagen, dann kommen wir Hassmails von der ganzen Welt. Du meinst vor allem diesen 3 Leuten, die das hier schauen? Also ich habe das nur ungefähr 4 Stunden lang gespielt, dann schon am Abend, wo du die Xbox mitgenommen hast, zu mir heim. Ja, ich habe das auf der Xbox lang gespielt, ich habe das auf der Switch noch einmal lang gespielt. Also ich habe es noch ein zweites Mal durchgespielt. Ich würde sagen, es ist überhaupt nicht vergessenswürdig. Hey, es ist halt das, was es ist. Es ist ein Hack and Slay. Ja, Diablo. Ich meine, Es ist einfach ihr Diablo. kennt nicht Diablo. Diablo ist eigentlich ein Genre an sich. Ja, voll. Ähm, Und ja, man sagt ja ein bisschen, dass Diablo 3 nicht mehr an Diablo 2 hergekommen ist, was ja ein mega Klassiker war. Ich kann das nicht so beurteilen, weil ich Diablo 2 nicht wirklich exzessiv gespielt habe, beziehungsweise es ist so lange her, ich bin noch recht jung gewesen. also, Aber ich würde auch durchaus sagen, dass es ein okay Spiel ist. Und ich glaube, man könnte auch viel Zeit zu zweit, dritt oder viert in so ein Spiel investieren und es wäre spannend. Es wäre cool, das miteinander zu spielen. Wir haben wie einfach auch nicht so viel Zeit gehabt, um das im Multiplayer zu spielen. ja. Was ich auch sagen muss, wenn ich jetzt so das denke an das Spiel und überlege, dann müsste ich habe eigentlich schon Lust, das mal wieder vorzunehmen und zu probieren, wie das ist, im Coop zu spielen. Und das ist eigentlich ein guter Maßstab irgendwie, oder? Also, ich habe zwar nicht so viel gespielt, aber ich würde das jetzt eigentlich gerne mal vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen. Ja, darum würde ich das jetzt mal in okay. Ich finde, das ist besser als Borderlands 3. Oder ist es auch noch besser als Card Hunter? Oder wenn wir jetzt Card Hunter, geben wir das Ja, für das haben wir es auch Also, wirklich zu wenig gespielt. Ich würde sogar sagen, es ist durch das, dass wir es nicht so viel gespielt haben, kommt es weiter runter. Unter Borderlands 3, unter Arc. unter Ja, Ark. ja, ja, das ist doch fair. Das ist, glaube ich, nicht schlecht angesiedelt. Ja, Voll. Gut, und jetzt kommen 2 interessante Einträge, ja, das sind die beiden Divinity-Teile. Divinity Original Sin und Original Sin 2. Larian Studios, oder? Genau, das Die ist. gleichen, die auch Baldur's Gate gemacht haben. Mhm. Und ich habe das mal, Divinity Original Sin habe ich mal allein angefangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das kann man noch das zweite spielen. Dann habe ich den Reto gefragt, ob er auch mal mitmacht. Und nachdem hat es kein Zurück mehr gegeben. Es ist wirklich eine Offenbarung gewesen. Ja, es ist wirklich. Gerade auch damals, also es ist es vor 4, 5 Jahren Ja, vielleicht. also das ist wirklich- erste ist 2015 rausgekommen. Ja, und gespielt haben wir es aber nicht gerade Wahrscheinlich 2015. 2016 oder Wahrscheinlich 2017. 16, 17. Also einfach vor 4, 5 Jahren. Und das ist wirklich so ein bisschen eine Offenbarung in dem Coop-Roleplay-Genre gewesen, würde ich sagen. Ja. Du machst irgendetwas Komisches mit Ja. dem Bild. Ja, ich musste schnell refreshen, weil du bist gefrozen gewesen. Aber jetzt ist es wieder gut. Sorry. Ja, also es sind die ganzen Rollenspielelemente, wo wir halt gerne haben, eben aufleveln, kein Stress in der Kampfszene, das ganze Exploring ist quasi Real-Time und sobald der Kampf anfängt, wird es rundenbasiert. Mhm.
das klingt nach einer mega simplen Idee, aber Es ist einfach das, nie ist, so. das macht die Welt aus. Das ist, wieso ist nie vorne jemand auf das gekommen? Also es ist so Spiele hat es sicher auch schon gegeben, aber irgendwie Vielleicht, es aber sind Mangelwaren. Und es ist einfach so von der Art her, es ist alles so interaktiv. Man kann machen, was man will. Man ist sehr frei. Also die Geschichte selber ist natürlich fix vorgegeben, aber man kann Entscheidungen treffen. Man muss aufpassen, wie die Story ist, weil wenn man nicht aufpasst, ich kann mich erinnern, ganz am Schluss, wir hatten keinen Plan gehabt, was wir machen mussten. Wir sind am Schluss haben wir im Internet nachschauen, weil wir nicht aufgepasst haben. Wir sind selber schuld gewesen. Ich glaube, am Schluss habe ich nicht mehr so ganz gecheckt, um was es geht. Das ist vielleicht auch der einzige Kritikpunkt, den man an diesen Spielen geben kann, dass sie so eine riesige Story aufmachen und so viel Aufmerksamkeit erfordert, dass es ein bisschen overwhelming wird. Es gibt so viele Nebencharaktere, so viele Orte. Es fehlt ein bisschen der rote Faden. Aber es ist so viel Content und es macht so viel Spaß. Es ist auch lustig. Es hat auch mega viele lustige Szenen drin. Irgendwie ein Skelett, oder musst reden oder alles mögliche Straubenzeug. oh. Ja, vielleicht, also das gilt ja eigentlich alles für beide Divinities, oder? Für die beiden Divinity-Teile. Genau, Und Divinity ich würde 2, aber sagen, Divinity 2 kommt Kategorie weiter rauf als ja, 1. Einverstanden? definitiv. Also Divinity 2 kommt auf die Kategorie legendär, finde ich. Voll, ja, voll. Weil Divinity 2, also man kann das nicht genug loben, finde ich. Es hat wirklich eine schöne Grafik. Die Grafik ist besser als beim ersten. Das Interface ist irgendwie intuitiver. Man hat viel mehr, noch mehr Möglichkeiten. Man hat, also ich finde es auch im Moment besser als Baldur's Gate 3, Divinity 2. Das macht irgendwie, ja, ich kann mir Ja, vorstellen, also ich meine, die Engine ist genau die gleiche. Die ja, Aufmachung ist recht ähnlich. Das Einzige, ja. was sich unterscheidet, ist mit Story und der Content, oder? Und da ist ja. logischerweise bei Baldur's Gate 3, haben wir ja am Anfang gesagt, noch nicht so ausgereift. Mach mal Divinity 2 ganz auf, dann Also ich haben wir mache mal das schon Divinity mal. 2. Ist es besser als Borderlands 2? Es ist eigentlich nicht vergleichbar mit Borderlands 2. Es kommt, glaube ich, nicht so darauf ab. Sie stehen einfach nebeneinander. Aber ich würde sie jetzt nicht rangieren. Mal, das machen Sie wir machen dann noch. Das muss Ja, sie machen beide einfach das, was sie machen sie beide einfach perfekt. Oder annähernd perfekt. Du meinst, wenn du auf legendär oben bist, bist du sozusagen wie ein Gott. Du bist unantastbar in dieser Sphäre, wo du unterwegs bist und niemand kann Ja, durchs also Wasser wie willst du Borderlands 2 gegen Divinity, wie willst du den Vergleich machen? Wie? Mit was? Also weißt du, Ja, das müssen wir jetzt diskutieren. Ich meine, ich würde sagen, ja gut, ja, ist knapp, ist knapp. voll. Und was machen wir mit Divinity 1? Divinity Das 1 würde ich auch sagen, ist gut, fantastisch. aber es ist halt ich würde auch sagen, fantastisch. Unter Baldur's Vielleicht, Gate, ja, über irgendwie so. Astroneer. Ist besser als Astroneer, ja, genau. Ja. Schön haben wir das geklärt. Sind wir uns einig? Und jetzt kümmern wir uns um Also Don't einfach Spielbefehl. Ja, genau. Punkt. Ja. Spielbefehl. Und bei Don't Starve gibt es wahrscheinlich keinen Spielbefehl. Soll ich das beschreiben, was das ist? Ja, ich mag nicht. Genau, okay. Es ist ja zu viel Hirnschmalz an das Spiel. Es macht mich schon hässlich, wenn ich es erklären muss. Ich sage nur jetzt eine Ankündigung. Achtung, Achtung. Sirene leitet. Ich werde mit dir das Spiel in der Reihe Coop Trash mal wieder anspielen. Ich behaupte, das wird lustig. Ja, das wird lustig. Ja. Das wird hysterisch, lustig, Genau. hässig. Also Don't Starve Together ist von 2016. Man ist so in einer Gruppe unterwegs und muss schauen, dass man nicht verhungert, wie der Titel sagt. Und auch nicht wahnsinnig wird, weil es ist so in einer gruseligen, Tim Burton-mässigen Welt, so Cartoon-Grafik und so. Da muss man schauen, dass man die Nacht überlebt, man muss Feuer holen, man muss Essen holen, man ist die ganze Zeit im Stress. Und irgendwann kommen dann noch böse Wölfe oder was weiß ich alles für wüste Sachen. Nacht und es wird kalt und Genau, also du bist eigentlich die ganze Zeit unter Druck, nicht zu sterben. Und das Problem ist, dass es Permadeath hat. Also wenn du stirbst, dann bist du weg. Es gibt auch nicht wirklich eine Progression, also du musst halt immer wieder von vorne anfangen, wenn du es nicht schaffst. Das ist so ein bisschen... Du musst auch auswendig lernen, was der richtige Move das ist polemisch ist, um nicht zu sterben in der nächsten Nacht. Es ist polemisch gesprochen. Aber ja, es hat ein bisschen etwas. Es ist halt Trial und Error und wenn du einen Error machst, dann musst du wirklich ganz von vorne anfangen. Wenn man das nicht gern hat, dann hat man es nicht gern und dann ist man ein bisschen, ja. Also ich finde das vor allem wegen der Atmosphäre finde ich das cool. Es hat eine coole Dings. Also, und die Charaktere sind auch herzig, wenn sie reden, ihre Stimmen sind wie Instrumente oder so. Also wie so Handorgeln zum Beispiel, wenn sie reden. Es ist mega... Also das Ding ist wirklich herzig, du musst zugeben. Also
Die Aufmachung ist Ja, hart. also das gebe ich zu. Das Gameplay ist einfach kacke. Okay, das ist für Und dich das hilft einfach nicht. Das ist einfach der Todesstoß für jedes Spiel, wenn das Gameplay so. Todesstoß. Es hämmert dich nur an die Frustbarriere her, jedes Mal. Und jedes Mal ist es gesagt. chillig durch den Tag. Man fährt natürlich durch den Tag an und dann hat man auch so. Man investiert ja dann auch, ich weiß auch nicht, vielleicht 40 Minuten, 50 Minuten und dann wird es Nacht. Nein, Und dann 40 stirbst. Minuten. Es geht gar nicht 40, es geht vielleicht 5 Minuten. Für dich ist es. Ja. Es hat sich angefühlt wie einen halben Tag. Aber das ist wirklich wow. Sagen Und dann wir, investierst du die Zeit und baust dir etwas auf und schaust, du hast das Gefühl, mal, ja, jetzt habe ich es geschafft, ich habe viel Essen im Kühlschrank und so. Und dann kommt die Nacht und du merkst, es reicht bei weitem nicht. Ich sterbe einfach am Morgen um 3, wird es kalt und 12 kommen und das Feuer geht aus und ja. Dann fährst du wieder vorne an. Also ich glaube, wenn es nach dir würde gehen, dann wäre es aber weil ich auch noch dabei bin, dann wir es auf Next, und zwar zwischen Chaos Reborn und Ashen. Von mir aus. Ist das okay? Okay. Und jetzt auch noch etwas Lustiges. Dungeons and Dragons Online. Das haben wir mal ganz kurz gespielt. Ich habe das 5 Stunden lang gespielt. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist ein recht altes Spiel, 2012. Aber wie wir gesehen haben, zum Beispiel Borderlands 2 ist auch von 2012. Und zwischen diesen beiden Spielen liegen die Welten. Also Dungeons and Dragons Online ist ein MMORPG mit unterirdischer Grafik, wenn ich mich richtig erinnere. Und irgendwie einfach clunky as fuck. Und wirklich, ich weiß auch nicht. Das ist wirklich ja, das ist wirklich weg mit dem. Warum wenn wir überhaupt darüber nachdenken? Warum? Ich weiß es nicht. Das nächste Spiel... Must Die 2. Wir haben vor, ja, ich weiß auch nicht, 2 Tagen oder so ein Let's Play gemacht dazu. Schaut es in unserer Coop-Trash-Reihe. Hey, es ist Tower Defense, also Third Person Tower Defense mit, weiß nicht, Shooter-Element. Oder so. Ja, Action-RPG-Element. Ja, man kann genau. die Waffen ein bisschen aufbessern nach jedem Level und so. Ja. Man kann auch nicht nur, also man kann wie selber, währenddem das Gegnerwellen kommen, die Gegner auch aktiv abbretschen. Ja, also man ist nicht nur auf seine Fallen angewiesen, die man setzen kann, sondern man kann auch noch aktiv Gegner angreifen. Hey, es war unterhaltsame Stunde so. Aber auch nicht mehr als eine Stunde. Mehr nicht, ja. Ja, ich finde auch. Ich finde auch. Es ist wirklich... Es ist schon etwas zum Ambiente, zu der Grafik sagen. Also es ist sehr trashig alles. All die One-Liner, die sie sagen und so. Einer sagt «Voilà», wenn er Fallen anlegt und so. Also das Spiel ist sehr selbstironisch, sage ich jetzt mal so. Es weiss, was es ist. Aber für mehr als Next würde ich jetzt nicht sagen, also wenn es okay wäre, dann würde man fast sagen, wenn es anspielen oder nein, so. Nein, es ist nicht okay. Es ist Next. Es ist überhaupt nicht okay. Also ja, es ist mehr einfach, könnt ihr Let's Play schauen, wenn ihr das Gefühl habt, das macht euch irgendwie an, dann spielt es, aber eigentlich wahrscheinlich nicht. Es hat keine Grenze verdient. Wahrscheinlich interessiert euch das Spiel nicht. Das ist unsere Rezension. Genau. Ja, gut. Und jetzt... wir kommen wieder zu einem MMORPG. Genau, ein Blockbuster. Ein Blockbuster und ein bisschen auf der anderen Seite von Dungeons and Dragons Online, also auf der anderen... auf dem anderen Ende von der Skala Elder Scrolls Online, oder? Ja. Ja, muss schauen, ich sage nur, ich habe das 1300 Stunden gespielt. Das ist Fakt. Das sagt schon alles. Aber genau, es ist auch so, dass man hier den Coop-Aspekt von dem Spiel bewertet. Und ich glaube, wir sind uns auch nicht ganz einig, inwiefern das Elder Scrolls Online wirklich Coop ist. Oder man kann darüber diskutieren, was sind MMORPGs. Aber ich finde, es hat grosse Coop-Aspekte. Also, dass man vor allem in den Dungeons haben wir viel Zeit verbracht. Man geht zu vierte als Gruppe in einen Dungeon, tötet Horden von Gegnern und Bösser und so. Und nachher kommt man Loot über und probiert, seine Ausrüstung zu verbessern. Und das ist einfach cool. Also wir haben dort wirklich hunderte von Stunden nur mit diesen Dungeons verbracht, bis wir sie auswendig kennt haben. Ja, normalerweise, ich bin jetzt nicht der Gamer, der so viel Zeit investiert. Irgendwann wird es mir langweilig oder so. Aber irgendwie, es hat immer etwas gehabt, das mich mitgenommen hat. Drumherum, also zum Beispiel, wir sind da teilweise einfach zusammen umeinander gelaufen und haben gequestet, ein bisschen rumgelabert. Es ist recht chillig, es ist sehr
Ich finde auch, es hat eine nette Community. Es ist nie, also ich bin wirklich selten von irgendjemandem angehässelt worden, weil ich schlecht geheilt habe oder so. Es ist wirklich sehr, ich habe das Gefühl, es ist sehr erwachsen irgendwie. Und Ja, es auch vom Gameplay gefördert, dass es nicht so toxisch wird. Also, ja. Ja, wieso eigentlich? Was macht es anders als andere MMORPGs? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es jetzt auch schon lange also, nicht mehr gespielt, aber vielleicht es kommen wir ist ja, einfach wirklich ein gemütliches Spiel gewesen. Und man hätte es schon können, so im Endgame ist es dann halt schon ist zur Sache gegangen und da hat man müssen eine gute Ausrüstung haben und so, aber man hat auch durchaus sich lang können unterhalten, ohne dass man das gemacht hat, ohne dass man mega grindet hat und ohne dass man die besten Builds gehabt hat. Und was ich auch mega cool finde an dem Spiel, ist, dass man sich, also man hat Freiheit, Sachen zu machen. Also wenn man will, kann man einfach durch die Welt laufen und mit den Leuten reden. Also es ist wirklich massiv groß. Es ist so riesig. Und so wie man es halt von der ganzen Elder Scrolls-Reihe ja, kennt, genau. oder? Es wird dem schon gerecht. Es wird wirklich dem gerecht. Und es ist also, der beste Moment, wo ich mich erinnere an das Spiel, ist eigentlich etwas, was gar nicht klassisch Coop war. Aber wir haben es zum Coop gemacht. Wir sind doch einig, sind wir in die PvP-Gegend gegangen und haben uns zum Ziel gesetzt, auf einen Berg in der Mitte zu laufen. Und zwar auf die Spitze rauf. Und dann sind wir dort rumgeschlichen, weil also wir sind nicht PvP gebildet. Also wir machen eigentlich kein PvP. Faktisch gewesen, wenn uns einer gesehen hat, sind wir gestorben. Genau. Und wir sind richtig auf Eier gelaufen und haben unbedingt dort zur obersten Stufe gehen. Dann haben wir dort ein Bänkchen gefunden und sind angeguckt und haben einen Screenshot gemacht von dem. Und ich glaube, zum Abläufen sind wir dann genutzt worden von einem, der uns aufgeschaut hat. Und das war mega spannend. Oh. Das finde ich cool, dass das Spiel so Gelegenheiten gibt, weil ich nicht... Das ist wie, wir haben uns das auch angeeignet, wir haben uns eine eigene Aufgabe gesetzt. Oh. Und mittlerweile finde ich mit Es hat auf dem Berg oben nichts gehabt, das muss man vielleicht noch sagen. Es hat keine Quest auf dem Berg oder irgendetwas gehabt, es hat einfach nur den Berg gehabt. Das war der höchste Punkt auf der Map, wir haben dort raufwollen. Genau, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt das einfach. Und das ist doch der Sinn von einem Spiel, dass man sich irgendwie aneignen kann. Und mittlerweile verbinde ich sehr grosse Nostalgie mit dem Spiel. Es ist eigentlich... ich weiß auch nicht, also ich würde das relativ hoch oben rangieren. Ich schon, also es ist sicher fantastisch. Es ist fantastisch. Es ist nicht legendär, glaube ich. Ist es legendär? Nein, es ist nicht legendär. Es ist am Rand, es ist so der Kippe zu legendär. Das schafft es nicht ganz, weil es ist halt schon nicht... Ja, es ist halt ein MMORPG, trotz allem. Dem ist doch überall durchs Gate. Sind wir so frech? Ich bin so frech und will das dort nicht. Ja, voll. Schon, ja. Vielleicht. Gut, sehr gut. Das ist nicht schlecht versorgt. Ja, also auch wer gerne Fantasy spielt und sich auch mit einem MMORPG kann anfreunden kann, das ist ein Must-Play. Also es ist schon... Ja, definitiv. Und vielleicht noch andere MMORPGs, so World of Warcraft und so, das habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Nope. Ja, kann ich nicht beurteilen. Das hat sicher auch Coop-Elemente drin, die cool sind, aber ja. Man kann nicht jedes MMORPG spielen auf dieser Welt. Man kann eigentlich fast keins spielen, weil man hat einfach wirklich zu wenig Zeit. Ja, wenn man eins gespielt hat... MMORPGs sind einfach immer Zeitfresser ohne Ende. Gut, und apropos Zeitfresser, EVE Online. Ich habe nachgeschaut, das Spiel ist im Fall sehr, sehr alt. Das ist, glaube ich, schnell schauen. Stopp schnell, das ist das Raumschiff. Ja, genau. Also, Dings, oder? Es ist so, jeder Spieler da drin ist ein Raumschiff, also wirklich ein Raumschiff. Es ist wie so ein Körper, der mit einem Raumschiff zusammen verbunden ist, irgendwie auf seltsame Art. Da ist die Story dahinter. Und die fahren dann so durch eine riesige Welt. So eine Weltraum ohne Ende. Und jeder ist ein einziger so ein Mini-Punkt im Universum und kann zum Beispiel den Markt beeinflussen, wenn er bestimmte Sachen hortet oder so. Also es ist mega komplex und tiefgründig, aber zu dem Punkt kommen, muss man so viele Stunden und wahrscheinlich auch so viel Geld investieren, dass es gar nicht mehr lustig ist. Also ich habe das 15 Stunden lang gespielt und es länger, also ja, ich bin nicht reingekommen, ich habe keine Ahnung, was los ist. Es hat etwa 100 verschiedene Menüs. 26 Stunden gespielt? Wenn, wo? Du hast das 26 Stunden gespielt? Nein. Da ist wahrscheinlich mal einfach einen Tag lang gelaufen, der PC ist gelaufen und das Spiel ist gelaufen. Es ist also, ich kann das niemals 26 Stunden Du kannst schon mega viel automatisieren. Du kannst sagen, du legst jetzt mal da hin, vielleicht geht das 10 Minuten oder 20 Minuten. Das Aufleveln braucht auch Zeit oder irgendwie so 3 Tage oder so, wenn du bessere Waffen an dem Ort von deinem Raumschiff haben und so. Also es ist wirklich ein enormer Zeitfresser. Aber offenbar ist das cool bei denen, die das spielen. Es ist immer noch
Ja, aber eben man kann es auch im Coop spielen, man könnte auch eine Föderation gründen oder Ja, für das muss man sich, glaube ich, ein einfach zuerst mal finden. Das haben Unternehmen. wir, glaube ich, schon das haben wir nie geschafft. Wir haben uns, glaube ich, Mal, nie das, gesehen auf dieser Map. Haben nein, wir ich uns glaube, wir haben gesehen? das gesehen, ja, ich glaube, wir haben das gesehen. Aber Okay. ja, es ist so ein Ja. bisschen, ja, es ist, der Einstieg ist schwierig und es muss nicht Ja. sein und einfach next, oder? Einfach next, ja. Vielleicht, ich habe nicht einmal, also vielleicht ist es sogar schlechter als Ich Chaos würde sagen, Evo, ja, oder? das ist nicht schlecht. Ja, next. Okay. Next zunder. Next, gut. Genau. Wie weit machen wir noch? Aha, ja, also wir sind jetzt genau bei einer Wir Stunde sind im gelandet. Alphabet beim F. Wir können vielleicht schnell eine Pause machen. Ich würde sagen, das ist doch nicht ein schlechter Punkt. Genau. Oder können wir auch mit etwas Coolem wieder einsteigen? Ja, das ist ja so. In dem Fall, bis zum Voll. nächsten Mal, bis zu Teil Dann 2. ja, Teil 2 F bis, weiß doch auch nicht. Schreiben F wir bis es. L oder M oder so. Ja. In dem Fall, tschüss zusammen. In dem Fall, ciao zusammen.